Krieg ist schlimm, aber Sklaverei ist schlimmer. Einverstanden, Sir Winston, nehmen wir mal an. Ich höre auf Ihren Rat und gehe mit dem Läufer weiter. F5. Ja. Wahrscheinlich schleicht er sich mit dem Bauern ran. Klar macht er das. Er könnte aber auch... Natürlich, das macht er. Springer nach E6. Das könnte dir so passen, du. Weißt du, was das hier ist, du Pferdeschlachter? Das ist mein Pferd und damit bin ich nun böse hinterher, du. Springer Gabel nach C5. Ja, da kiekst du, wa? So setzt man seine Kavallerie ein. Und Schachmatt in 2 Zügen. Du achtertückischer, schmieriger Pferdeschlachter, du. Jawohl, Pferdeschlachter. Ja? Wer ist da? Weiter? Nee, ich. Wer ist ich? Jack the Ripper ist auch ich. Ich, Reimer. Was für ein Reimer? Was für ein Reimer? Dein Sohn. Du hast bloß einen. Wer sollte denn sonst Vater zu dir sagen? Meine Tochter. Deine Tochter heißt Margaret. Die wohnt in Australien. Na, glaubst du denn, ich hätte deine Stimme nicht wiedererkannt? Was warst du denn so böse? Lässt du mich jetzt endlich rein? Was willst du denn hier? Heute ist Dienstag. Dienstag kommt immer Walter. Dann noch mal. Ja. Oh, ja. Ja. Ich komm ja schon. Shit. Buddel. Ja. Oh Mann. Verdammte Tauben! Ja, ich komm ja schon. Oh Mann. Was soll denn diese verdammte Jachterei? Warum machst du die Tür nicht auf? Die Tür war auf. Warum bist du nicht einfach reingekommen? Ich denke, du verträgst bei deinem Heuschnupfen keine frische Luft. Tue ich auch nicht. Warum lässt du denn das Fenster auf? Weil das Juli ist. Wir haben 35 Grad. Im Schatten. Draußen. Hier drin sind das 45 Grad. Der wärmste Schatten, den es gibt auf der Welt. Das hier stinkt. Das riecht ja wie Kot. Scheiße, Reimer. Sag mal lieber Scheiße. Stinkt auch nicht doller, wenn du das Scheiße nennst. Wo kommt das her? Ja, von draußen natürlich. Da. Guck dir das an. Die verdammten Tauben kacken mir das Fensterbrett voll. Und warum? Bloß weil mir ein dösiger Nachbar, dieser Chinese, sie füttert. Aber bei mir kacken sie sich aus. Warum sprichst du nicht mal mit ihm darüber? Was, mit diesem Schlitzauge? Ich war schon 2-mal bei ihm. Alles, was er kann, ist dösig zu grinsen. Als Mutter noch gelebt hat, war das Fensterbrett immer sauber. Weil sie es geputzt hat. Blödsinn. Vielleicht kommen die Tauben ja auch bloß zu dir, weil sie dich gern haben. Ach ja? Und darum kacken sie mir das Fensterbrett voll? Wunderbare Liebe, was? Ganz wunderbar. Vater. Mal abgesehen von deiner merkwürdigen Meinung. Kommst du zurecht? Ja klar, komme ich zurecht. Hab den Zweiten Weltkrieg überstanden. Wenn man mich in Ruhe lässt, komme ich zurecht. Aber da sind wir ja wohl an der Stelle angelangt. Wo du mir verraten könntest, warum du hier schon am Dienstag aufkreuzt. Hm? Hast du schon alle deine Staubsauger verkauft? Vater, ich wollte bloß mal nachsehen, wie es dir geht. Na? Wie geht's dir?
Ja, geht mir gut so. Du kannst wieder gehen. Wann warst du das letzte Mal draußen? Gestern. Ah ja, wirklich? Ja, wirklich. Wenn du das ganz genau wissen wolltest. Ich habe mir einen Film für meine Kamera gekauft. Warum guckst du nicht mal bei meiner Firma vorbei? Ich könnte uns eine Tasse Kaffee machen. Erstens trinke ich keinen Kaffee. Zweitens ist das nicht deine Firma. Und drittens bist du ja immer unterwegs. Ne? Alle haben sie in der Jungsteinzeiten zu Hause gefunden. Bloß du nicht. Ist immer noch besser, als zu Hause zu versauern. Das ist es doch, was dich krank macht. Ach, was quatschst du da? Also ist das doch. Den Heuschnupfen, den du kriegst, wenn du an die frische Luft gehst, den kriegst du doch bloß darum, weil du nie an die frische Luft gehst. Das nennt man paradoxe Intervention. Nee, das nennt man ein dösiges Gesappel von Staubsaugervertretern. Guck dir doch mal das gute Wetter an. Warum setzt du dich nicht in den Park, machst die Augen zu, lässt dich von der Sonne bescheinen und holst tief Luft? Was soll ich im Park? Du läufst da rum, machst Fotos. Was machst du eigentlich hier drin für Fotos? Du sprichst mit Leuten. Ja, mit Dösballen die Tauben füttern, ja. Damit die nachher an mein Fenster scheißen. Ja? Vielleicht lernst du sogar jemanden kennen. Vielleicht sogar eine Frau. Eine Frau? Also das ist doch nicht zu glauben. Mutter ist gerade unter der Erde, was? Und da willst du mich schon wieder verkuppeln. 6 Jahre ist Mutter nur tot. 6 Jahre. Wird dann wirklich Zeit, dass du wieder aufwachst. Nee, vielen Dank. Ich bleib lieber hier drin. Ich frage mich, was dich überhaupt noch am Leben hält. Das kann ich dir sagen. Dass ich bald sterbe. Mein Gott, Vater. Was soll ich bloß mit dir machen? Könntest du mir ja mal sagen, warum du hier bist? Warum? Weil ich dein Sohn bin. Mein Sohn kommt jeden Mittwoch. Ja? Heute ist Dienstag. Dienstag kommt immer weiter. Ja. Du hast doch irgendwas im Petto. Ja. Willst mir vielleicht wieder so eine neue Haushälterin vor die Nase setzen, was? Mein Gott, ich komme heute schon, weil ich am Morgen wieder für 4 Wochen unterwegs bin. Ja, dann sag mir doch endlich mal, warum du eigentlich hier bist. Vater, du brauchst eine Haushälterin. Ich hab das gewusst. Nee, mein lieber Sohn, nicht schon wieder. Vater! Du gibst wohl nie auf, was? Ich hätte mir gewünscht, du wärst damals in der Schule so stur gewesen. Was ist denn so schlimm an sauberer Wäsche und warmem Essen? Was um alles in der Welt ist an einer Haushälterin so schlimm? Genierst du dich, dass du eine brauchst? Wir haben auch eine. Ja, weil deine Frau zu faul ist zum Aufräumen. Du hast auch keine andere Frau verdient, weil du bloß Staubsaugervertreter bist. Vater, hör auf damit! Ja. Geh doch bloß mal um. Du räumst nicht auf, du wäschst nicht ab. Wie lange stehen die Gläser wohl schon da? Ein Tag, eine Woche oder vielleicht schon einen Monat? Oh, nee, du musst entschuldigen. Ist ja erst eine Woche her, seit du die letzte Haushälterin vor die Tür gesetzt hast. Wenn dich das interessiert, in der Küche ist alles blitzsauber. Oh, so sieht das also aus, wenn in der Küche alles blitzsauber ist. Es ist ein Glück, dass ich das nicht schickig gesehen habe. Und dann habe ich sie auch nicht vor die Tür gesetzt. Die ist von alleine gegangen. Und ich weiß auch warum. Du hast sie in einer Woche mürbe gemacht. Die Frau war gestern noch mal bei mir. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Sie hat erst mal ihren Ausweis aus der Tasche geholt, um zu beweisen, wer sie ist. Sie hat gesagt, sie kann keine alten Leute mehr sehen. Was soll sie jetzt machen? Hat nichts anderes gelernt. 28 Jahre als Haushälterin haben mir nichts ausgemacht. Aber du hast sie in einer Woche kaputt gekriegt. Und ich glaube, du hast mit Walter wieder eine Wette abgeschlossen, wie lange sie es bei dir aushält. Blödsinn. Du hast sie platt gemacht. Die Frau konnte man gar nicht mehr platter machen. Und du hattest immer wieder Worte parat. Oh, das war ja wohl schlecht möglich. Diese Transuse hat so leise geredet, dass ich ihr hätte ein Megafon kaufen müssen, um sie zu verstehen. Herr Prüß, kann ich vielleicht nun das Bild von Ihren Roosevelt abstauben? Die konnte nicht mal Roosevelt und Churchill auseinanderhalten. Die war nicht bloß lahm auf dem Bein, nee, die war auch noch blöd im Kopf. Ich habe dann zu ihr gesagt, hören Sie, Fräulein, seitdem mir mein Enkel ins Ohr geschossen hat, ja, kann ich kaum noch was hören.
Schreiben Sie das auf den Zettel, was Sie von mir wollen. Und was glaubst du, was sie geschrieben hat? Was? Nix, die konnte gar nicht schreiben. Du schickst mir ein Weib ins Haus, die laut und blöd ist und nicht schreiben kann. Sie können wirklich nicht schreiben? Nee, wenn ich dir das sag. Also, nun lass mich endlich mit deinen verdammten Hausdrachen zufrieden. Nee, das tue ich nicht. Lass meinen Vater nicht in seinen Dreck und Schied verkommen. Weil du Staubsaugervertreter bist? Nee, weil ich dein Sohn bin. Und weil ich dich verdammt noch mal lieb habe. Was ist? Für einen Augenblick hatte ich wahrhaftig das Gefühl, du wolltest mir einen Staubsauger andrehen. Ich sag ihm, dass ich ihn lieb habe und er denkt, ich will ihm Staubsauger andrehen. Soll man dazu noch sagen? Ja, ja, die Tauben haben mich auch lieb. Und kacken mir trotzdem das Fenster voll. Vater, da durch die Tür kommt nachher eine neue Haushälterin. Sie ist eine sehr nette Frau und ich verlange von dir, hörst du, ich verlange, dass sie eine nette Frau bleibt. Sie kommt 3-mal die Woche. Ich habe ihr gesagt, dass sie das hier nicht leicht haben wird. Und sie hat mir gesagt, sie hat Nerven aus Stahl und einen braunen Gürtel in Judo. Wenn das so ist, dann bestelle man, sie soll auch noch einen schwarzen Gürtel machen. Dazu wird sie keine Zeit haben. Sie ist in 10 Minuten hier. Was? In 10 Minuten? Wirklich? Heute in 10 Minuten? Vor 5 Minuten in 10 Minuten. Tut mir leid, du wolltest das ja nicht anders. Du willst also Krieg. Sollst du haben. 5 Minuten. Noch genügend Zeit, hier die Grenzen aufzubauen, ja? Raus mit dir, Reimer. Du bist an einer Stelle, wo das Bann nicht gefährlich ist. Du übertreibst mal, ja, was ist? Ha? Ich schmeiß dich aus meiner Wohnung raus, ha? Du weißt, musst du noch kennen. Du bist noch Vertreter. Du lass den Blödsinn, Vater. Ich bleib hier. Ja, und ich sag, du gehst und das sofort? Nee, ich warte hier, bis Frau Holtfreter kommt. Ich hab dich schon... Warte mal, wie heißt die? Holtfreter? Ja. Wirklich? Diesen Namen hat sie sich nicht bloß ausgedacht. Wie kommt sie denn dabei? Sie kommt aus Friesland. So, und du glaubst doch nicht. Holtfreter aus Friesland kommt bei mir hier über die Schwelle? Dreimal raus! Was willst du jetzt machen? Einstweiliger Rückzug. Mensch, ich muss schon sagen, Sie haben nicht übertrieben. Was meinen Sie? Als Sie sagten, er würde mich rausschmeißen, ehe ich bei ihm zu Wort gekommen bin. Naja, Der hat mich rausgeschmissen, ehe ich überhaupt drin war. Nee, er hat mich gemeint. Sie müssen entschuldigen, er ist sonst nicht so. Na gut, ich habe gelogen. Was ich sagen wollte, ist, dass er mich auch so geringschätzig behandelt. Na, jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich dachte schon, er kann Haushälterin nicht leiden. Mensch, hier drin ist es ja noch heißer als draußen. Er heizt doch jetzt nicht mehr ein, was? Mann, wie das hier stinkt. Wunder, dass sich da noch niemand drüber beschwert hat. Ich mache erst mal ein Fenster auf, damit frische Luft reinkommt. Sagen Sie mal, ist das Ihr Vater? Wo steckt er denn? Er ist da in der Küche. Kocht er? Das kann man wohl sagen. Haben Sie das Haus gleich gefunden? Das Haus, ja, aber die Wohnung nicht. Wissen Sie, so ein kleines Schild an der Tür wäre nicht schlecht. Er will nicht, dass man ihn findet, wissen Sie. Er bezahlt seine Rechnung nicht. Dann bin ich gleich wieder weg. Oh, stopp, warten Sie, ich bezahle Sie doch. Wie haben Sie die Wohnung denn jetzt gefunden? So ein freundlicher Japaner hat sie mir gezeigt. Ach, das ist der immer die Tauben füttert, aber ist er nicht Chinese? Nein, aus Japan ist er, das sieht man doch an den Augen. Aus Osaka. Sie haben aber ein helles Köpfchen. Nein, das hat er mir erzählt. Er kann sprechen. Die meisten Japaner können sprechen. Ich konnte ihn sogar verstehen. Er kann sprechen. Ja, also, wenn
wenn Sie mir jetzt die Wohnung zeigen könnten. Ja, natürlich, Frau Holtfreter. Fräulein Holtfreter. Oh, entschuldigen Sie, ja, also das, wo mein Vater da gerade kocht, das ist die Küche. Hier ist sein Schlafzimmer und das Bad. Und nebenan, das ist mein altes Zimmer, ja, und dann, ja, dann haben wir noch das da. Er nennt es sein Arbeitszimmer, aber ich denke, das ist eine bessere Abstellkammer. Er sammelt all das alte Zeugs aus dem Krieg, Zeitungen, Fotos, Karten und all sowas. Frau Holtfreter, ich sag's Ihnen lieber gleich, gehen Sie nie in dieses Zimmer. Seit Jahren war bloß mein Vater da drin. Wenn Sie ihm da etwas durcheinander bringen, dann bringt er Sie um. Mir scheint, er ist kein einfacher Mensch, was? Ich bitte Sie, Frau Holtfreter, bleiben Sie nur ein paar Tage oder wenigstens nur bis heute Abend. Ich kann nur bis um 8 bleiben. Ja, gerade das meine ich, wenn Sie es mal bis um 8 aushalten. Ich meine, um 8 fährt mein letzter Zug. Ich gebe Ihnen auch eine Zulage, wenn Sie es bis 8 aushalten. Es dauert nicht lange und sein Freund Walter kommt. Sie spielen oft zusammen Schach. Dann haben Sie ein bisschen Ruhe vor ihm. Stören Sie die beiden aber bloß nicht. Früher hat er die ganze Familie für 2 Stunden evakuiert. Und hören Sie nicht hin, was er sagt. Er wird Sie drangsalieren, beschimpfen und mit den Tauben vergleichen. Keine Angst. Ich habe schon andere Ochsen in die Knie gezwungen. Also, auf Wiedersehen. Na gut, dann lasse ich Sie jetzt mit ihm allein. Alles Gute, ich verlasse mich auf Sie. Ich komme dann in 4 Wochen wieder vorbei und ich will hoffen, dass ich Sie dann auch wieder kenne. Sie können doch lesen und schreiben. Also, jetzt langsam. Sie können endlich abhauen. Raus! Das höre ich nicht zum ersten Mal. Vater, mach das gut. Bitte. Hallo? Sind Sie da drin? Wollen Sie nicht ein bisschen rauskommen? Ich bin Fräulein Holtfreter, Ihre neue Haushälterin. Ich würde gern was mit Ihnen besprechen, ehe ich hier anfange. Also gut. Dann fange ich hier im Wohnzimmer an. Sie räumen wohl nicht gern auf, was? Naja, wer tut das schon gern? Sie werden es nicht glauben, aber bei mir zu Hause räume ich auch nicht auf. Ich kann es auch nicht ab, wenn alles so picobello ist. Was ein Glück, dass Sie nie zu mir nach Haus kommen. Oh, Sie würden mich glatt wieder rausschmeißen. Ihr Sohn ist Vertreter, stimmt das? Das muss ja sehr interessant sein, so rumzukommen und viele Leute kennenzulernen. Haben Sie was gesagt? Und Ihre Tochter lebt in Australien? Ach, Australien. Mensch, ich hätte auch gern irgendeinen, den ich in Australien besuchen könnte. Fliegen Sie oft rüber? Herrn Klaas Prüß für seine Teilnahme als ehrenamtlicher Rotkreuzhelfer beim Hochwasser in Hamburg 1962. Sie haben damals mitgeholfen. Na sowas. Mein Vater wäre damals beinahe versoffen. Sagen Sie mal, hat jeder so eine Urkunde gekriegt? Wer hat sich denn damals abgerackert? Hm? Ich oder Ihr Vater? Ich hab mir nasse Füße geholt. Mein Vater war auch. Was interessiert mich Ihr Vater? Wenn er Glück gehabt hat, ist er damals nicht versoffen und wir haben ihn gerettet. Soll man ihm dafür vielleicht auch noch so eine Urkunde für aushändigen? Ich hab ja nur gefragt. Ja, bloß gefragt. Sagen Sie mal, sind Sie zu allen Leuten gleich so freundlich, die Sie nicht kennen? Hören Sie, Sie brechen hier ein, machen mich mit Ihrer Familie mannerig, geben als Haushälterin damit an, wie schlampig Sie sind und wühlen in meinen Sachen rum, ehe dass ich bloß ein Wort mit Ihnen geredet habe. Können Sie sich vorstellen, dass ich dabei nicht in die Rage komme? Erstens konnte ich nicht mit Ihnen reden, weil Sie sich ja in der Küche verkrochen haben. Und zweitens hing das Bild da ja an der Wand. Was für ein Bild? Sehen Sie hier irgendwo ein Bild? Das da in Ihrer Hand. Das ist kein Bild. Das ist eine Urkunde. Und ich habe Ihre Sachen nicht durchgewühlt, ich habe mir bloß diese Urkunde angeguckt. Warum hängen Sie die denn da auf? Sie wollen doch, dass jeder sie
sieht und gleich weiß, dass Sie ein Held sind. So, was? Das glauben Sie? Ja, das glaube ich. Wirklich? Ja, wirklich. Was Sie nicht sagen. Dann will ich Ihnen jetzt mal was sagen. Ja, das ist doch, was Sie glauben. Und dann geht Sie das auf den Cheat an, warum die da hängt. Ja, nicht so ein bisschen geht Sie das was an. Und wenn das eine Nobelpreis ist, wie das überhaupt nicht. Ich werde Ihnen verraten, warum die da hängt. Die hängt da ja gar nicht. Ich verbitte mir Ihre Widerworte, ja? Sie hängt da, ja? Und sie hängt da, weil meine liebe Frau sie damals an dieser Stelle aufgehängt hat. Ja, gib mir ja der Hut hoch. Und noch was und noch was. Kommen Sie gar nicht auf den Einfall, meine Möbel hier herumzustellen, ja? Oder irgendein Bild. Sehen Sie, das da ist ein Bild, ja? Oder eine Urkunde oder sonst was. Alles bleibt da, wie es ist. Haben Sie mich verstanden? Sie können von mir aus hier überall den Staub runter... Aber alles bleibt da, wo es steht und hängt. Das gibt es doch nicht. Ich finde, Sie sollten uns beiden eine Chance geben. Sie wollen eine Chance? Gut, ich gebe Ihnen die Chance, meine Wohnung zu verlassen, ja? Ich zähle jetzt bis 10. Und wenn Sie denn noch hier sind, ja, schmeiß ich Sie eigenhändig raus. 1. Was halten Sie davon, wenn ich ein bisschen was zum Mittag koche? 2. Aber wenn Sie mich nicht in die Küche lassen, kann ich nichts kochen. 3 und 4. Ich sag Ihnen, Sie verpassen da was. Ich kann wunderbar kochen. 5. Ach, ich kenne das dösige Spiel, was Sie mit mir vorhaben. 7. Was ist mit 6? Da können Sie bei mir lange aufwarten. Ich mach jetzt die Tür auf. Die sollen ja abhauen. 9. Gut, wenn Sie mich nicht in die Küche lassen, fange ich an, Ihr Arbeitszimmer aufzuräumen. Halt, stopp. Das ist Sperrgebiet für Sie. Wagen Sie das ja nicht. Vielen Dank, so dann wollen wir mal sehen, was wir in der Küche zu essen finden. Sie, Holzfretter. Freta, nur mit einem T. Holtfreter. Ja, hören Sie, Holzfreter mit einem T, ja? Sie müssen hier nichts kochen, ja? Erstens ist es beinahe 2 Uhr. Zweitens kommt gleich mein Freund Walter zum Chef. Und drittens habe ich keinen Hunger. Aber ich... Was will ich, ne? Sie wollen für sich kochen? In meiner Küche? Mit den Sachen, die ich eingekauft habe? Also sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich für eine Haushälterin? Haben Sie kein eigenes Dach über dem Kopf oder was? Worauf hätten Sie denn mal Appetit? Mögen Sie Tomatensuppe? Ich habe alles dabei. Sagen Sie mal, Holfrieder, sind Sie blöde? Ich habe Ihnen doch eben erst gesagt, dass Sie keinen Hunger haben. Den werden Sie schon kriegen, wenn Sie meine Tomatensuppe à la Lene riechen. Wo ich herkomme, ja, da gab das immer Punkt 12 das Essen. High Noon. Das heißt, dass Ihre mallerige Tomatensuppe à la Lene zu spät kommt. Lene? Sagen Sie mal, sind Sie das? Hört sich ja an, als kämen Sie aus dem Puff. Das finde ich aber nicht. Lene ist doch ein schöner Name. Schöner Name, ja, bloß schade, dass das nicht zu Ihnen passt. Lene Holtfrieder. Mein Großvater kam aus Holland, daher der Name Holtfrieder. Aufgewachsen bin ich in Friesland. Die Holländer hab ich gefressen. Wie sagt mein kleiner Enkel immer? Schwarze Schrift auf gelbem Grund, halt der Abstand, bleibt gesund. Ich bin doch kein Auto.
aus Holland. Mein Vater und meine Mutter sind aus Hamburg. Na, Sie kommen ja wohl mehr nach Ihrem Großvater, was? Ach ja, das soll ja wohl ein Witz sein, oder? Na klar doch. Dann war sie auch ein. Warten Sie mal. Gut. Ist das nicht so, dass Sie Klaas heißen? Ja, und? Dann sind Sie sicher der Enkel von dem berühmten Trömel-Klaas. Holzritter! Ich hab schon mal besser gelacht. Nur so einen Augenblick und die Suppe steht auf dem Tisch. Ich hab Ihnen doch schon gesagt, dass ich Ihre Suppe nicht esse. Ich muss uns nur noch 2 Teller abwaschen. Sie können sich Ihre Suppe... Hey, Holzritter! Sie müssen die Teller nicht abwaschen. Doch, die sind doch schierig. Die sind nicht schittig. Warum sehen Sie denn schierig aus? Die habe ich so gekauft. Auf jeden Fall wasche ich sie erst mal ab. Ich muss ja auch davon essen. Also das ist doch nicht zu glauben. Mein Sohn läuft sich die Hacken ab, um Staubsauger zu verkaufen. Und von das Geld, das er verdient, wäscht die meine sauberen Teller ab. Also schlimmer kann das ja nun wohl nicht mehr kommen. Sie können schon mal den Tisch decken. Ja, was habe ich gesagt? Man soll das Schicksal nicht kitzeln. Also das ist doch nicht zu glauben. Mein Sohn läuft sich die Hacken wund, damit meine sauberen Teller abgewaschen werden, ja? Und du bezahlst auch noch meine Haushälterin dafür, dass ich den Tisch decken muss. Also was? Was ist los? Geht's Ihnen nicht gut? Ich habe Herzklabaster. Das ist normal. Rufen Sie mich erst wieder, wenn es überhaupt nicht mehr schlägt. Ehe dass Sie mir hier aus den Pantinen kippen, decke ich den Tisch lieber selbst. Probieren Sie wenigstens mal meine Tomatensuppe. Nach 12 esse ich nichts mehr. Sogar nicht Ihre mannerige Tomatensuppe. Oh, wenn Ihnen das Spaß macht, für umsonst zu arbeiten, dann decken Sie doch den Tisch für 2. Von mir aus könnt ihr auch ein Salto machen oder Kasachok tanzen. Mein Sohn bezahlt. Was reg ich mich auf? Ich sag nur gar nichts mehr. Hey, was machen Sie denn nun schon wieder? Ich decke den Tisch. Ja, das sehe ich. Aber was ist mit dem Löffel? Was ist damit? Ist er noch schietig? Nee, und der war auch nicht schietig. Ja. Was ist denn nun damit? Der liegt oben. Ja, das sehe ich. Ja, aber das gehört sich nicht so. Er gehört nach rechts. Meine Frau hat ihn immer auf die rechte Seite hingelegt. Der Rest der Welt legt ihn aber oben hin. Was interessiert mich der Rest von der Welt? Sie hat ihn immer rechts hingelegt. Ich bin aber nicht Ihre Frau. Ich bin der Rest der Welt. Die sind doch viel schlimmer. Die sind noch viel schlimmer als der Rest von der Welt. Legen Sie den verdammten Löffel nun nach rechts. Tun Sie es doch selbst. Ich will ja nichts essen. Dann kann es Ihnen ja auch puttegal sein, wo der Löffel liegt. Nein, ich bezahle Sie. Und darum legen Sie den Löffel so hin, wie ich das will. Ihr Sohn bezahlt mich. Und darum lege ich den Löffel so hin, wie ich es will. Oder vielleicht, wie Ihr Sohn das will. Geben Sie mir das Telefon. Warum? Ich werde jetzt meinen Sohn anrufen und ihm sagen, wohin er den Löffel legen will. Nee. Ich bin doch nicht Ihr Schiebenkleider. Aber ich werde dafür sorgen, dass Ihnen für jeden Blödsinn, den Sie hier versatzen, ordentlich was von Ihrem Lohn abgezogen wird. Rechts. Tun Sie das. Lassen Sie das Mann ruhig stehen. Vielleicht hat Ihr Freund Walter ja noch nichts gegessen. Walter? Der hat hier noch nie was gegessen. Der kommt bloß zum Schachspielen. Und das Punkt 2.
Da trinken andere Leute schon ihren Kaffee. Oder Tee. Sie können ihn ja trotzdem fragen. Ich frage nicht, meine Wohnung ist doch keine Suppenküche. Auch nicht für Haushälterinnen, die kein Zuhause haben, ja? Dann frag ich ihn eben. Nein. Der hat hier in den 40 Jahren noch nichts gegessen. Und da wird sich auch in der kurzen Zeit, wo Sie mich hier belästigen, ja, nichts anändern. Ich will hoffen, ich habe Ihnen das klar und deutlich gesagt. So klar, dass das auch für Sie klar ist. Das ist doch nicht zu glauben. Nicht mal Ihrem besten Freund gönnen Sie einen halben Teller Tomatensaft. Das hat doch damit gar nichts zu tun, was? Aber wie das scheint, haben Sie sich in den Kopf gesetzt, mein Leben vollends zu verändern, ja? Aber das lasse ich nicht zu. Ihr Leben wird verändert. Weil Ihr lieber Freund Walter mal 2 Löffel Tomatensuppe essen wird. Auch darum, Holfrieder, auch darum, ja? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Egoist. Natürlich bin ich ein Egoist. Wo käme man hin, wenn man keiner wäre? Sir Winston Churchill. Sie werden noch mal sehen, wo Sie hinkommen, wenn Sie ein Egoist sind. Amen. Schmeckt's Ihnen wenigstens? Geht so. Geben Sie mir noch einen Schlag. Aber bloß, dass Sie mir hier nicht alles alleine wegfressen, Holfrieder. Ja, bilden Sie sich bloß nichts ein. Gegen die Suppe von meiner Frau, ja, schmeckt diese hier wie Plörre. Ihrem Freund Walter wird sie sicher schmecken. Geben Sie mir noch einen Schlag. Sie brauchen gar nicht so zu grinsen, Holfrieder, ja. Von Ihrer Suppe kommt mein Appetit bestimmt nicht. Aber wenn ich muss weg. Sagen Sie mal, spielen Sie jede Woche Schach? Natürlich. Schon seit 37 Jahren. 52 Mal im Jahr. Oh, nicht schlecht. Bei 52 Partien im Jahr, da müssen Sie ja bannig gut sein. Ich habe gesagt 52 Mal, Holfrieder. Nicht 52 Partien. Mit Walter. Ich kann von Glück sagen, wenn wir das auf 4 bringen. 1967 waren wir besonders gut, da haben wir 6 Partien geschafft. Keine über 9 Züge. Sie sollten ihn mal sehen. Ha! Er sitzt vorm Brett und stiert die Figuren an. Kein Wunder, dass er den Krieg überlebt hat. Wahrscheinlich haben ihm die Tommys damals für ein Kriegerdenkmal gehalten. Also, ich fange immer an. Nach 5 Sekunden mache ich den ersten Zug. Zack. Und dann könnte ich eigentlich in Urlaub fahren. Wenn ich nach 2 Wochen wiederkäme, würde er immer noch so da sitzen. Er hat in den 37 Jahren nicht ein einziges Mal gewonnen. Im Frühjahr 78 stand ich einmal im Schach. Und? Er hat das nicht gemerkt. So geht das nun schon seit 37 Jahren. Und Sie? Spielen Sie gut? Ach was, nee. Aber er spielt noch schlechter. Wir könnten ja mal eine Partie zusammen spielen. So schlecht spiele ich nur auch wieder nicht. Haben Sie Angst, gegen mich zu spielen? Nee, Angst, meine Zeit zu verbrennen. Ich habe weiß Gott nicht mehr lange zu leben und das bisschen, was ich noch nachhabe. Der Plempert, schon Walter. Da.
2 Uhr. Was habe ich gesagt? Immer pünktlich. Ja, ja. Einmal Soldat, immer Soldat. Stecken Sie den Arm her und räumen Sie das hier weg. Am Ende denkt er noch, ich esse um diese Zeit. Walter! Ja, Walter, komm rein. Die Tür ist auf. Ja, ich weiß. Komm rein. Die Tür ist auf. Ja, ich komm ja schon. Ach, da bist du ja. Ja. Du, ich habe schon ein paar Mal geklopft. Ich habe schon gedacht, du hast unsere Partie vergessen. Ich habe noch nie eine Partie vergessen. Einmal Soldat, immer Soldat. Na, vielen Dank, das geht so. Die Hüfte macht mich ein bisschen ärgerlich. Ja, aber sonst? Und wie geht's dir? Ja. Mach dein Piepdings in den Ohren mal ein bisschen lauter. Was? Das Hörgerät, du sollst das lauter drehen. Augenblick mal, ich muss mein Piepding im Ohr erstmal ein bisschen lauter drehen. Was hast du gesagt? Ja. Schönes Wetter heute, ne? Ja, ich weiß, ich komme schon von draußen. Aber ich habe gedacht, hier drinnen wär's kühler. Aber im Gegenteil, man könnte ja meist denken, du heizt noch ein. Ja. Sag mal, stört dich das, wenn ich das Fenster ein bisschen aufmache? Ja, ich hab Heuschnupfen. Ach ja, das hatte ich ja meist vergessen. No, aber die frische Luft wird dir gut tun. Siehst du, jetzt geht's dir schon viel besser. Ach, was für ein Tag. Du guckst in die Sonne, holst tief Luft, machst die Arme weit auf und alles Schlechte fällt von dir ab. Was war das denn? Du guck dir das mal an. Irgend so ein Dösmann hat eine Buddel aus dem Fenster geschmissen. Womit habe ich das bloß verdient? Also, was für ein Glück, dass ich jetzt erst nachgucke. Ja. Womöglich hätte ich das Ding noch auf den Kopf gekriegt. Was ist das denn? Chinesischer Taubendreck. Japanischer Taubendreck. Tut mir leid, ich hatte noch keine Zeit, den Dreck wegzumachen. Wischen Sie sich die Hände mal einfach in die Gardinen ab. Die müssen sowieso in die Wäsche. Ah ja, ich bin Lene Heufrieder. Was, schon wieder eine neue? Ja. Was ist denn mit der letzten passiert? Rausgeflogen! Das heißt, ich krieg noch 20 Mark von dir. Du weißt doch unsere Wette. Was für eine Wette? Naja, dass ich sie wegekel. Ja, da kann ich mich gar nicht auf besinnen. Nee, auf den Krieg kannst du dich auch nicht besinnen. Obwohl du damals mitgelaufen bist. Naja, wenn du das sagst, ne? Ja, wenn ich das sage. Aber die da macht das auch nicht mehr lange. Hörst du das, den Lärm? Ja. Sie wäscht ab. Tomatensuppe, so hat sie diese Plörre zumindest genannt. Oh, ist da noch was von nach? Ich hab bloß ein paar Kekse mit Schokolade gegessen. Also wenn da noch so ein Teller Suppe da wäre, würde ich ja nicht nee sagen. Nee, das tut mir leid. Die da hat alles alleine weggefressen. Na Gott sei Dank, ich hätte diese Wasserplörre bestimmt nicht vertragen. Die hat bloß sozusagen bloß für sich gekocht. Und der Döskopf bezahlt auch noch dafür. Wer, dein Sohn, der Staubsaugervertreter? Nein, der Astronaut. Oh Mensch, Walter, du, wenn du mich kirre machen willst, du dann spiel Schach mit mir. Naja, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ja, so ist das eben, wenn man seine eigene Familie hat. Ja, ich kenne das. Ja. Mein Sohn, der arbeitet sich noch nach Feierabend ein bisschen. Und meinen Enkel, die studieren im Ausland auf so einer Universität. Ja, du hast das gut, du. Deine Enkel lassen dich wenigstens zufrieden. Mir schießen die Teufel die Ohren ab. Aber mein Sohn bezahlt mir keine Haushälterin und er verdient ja auch nicht schlecht, ne? Mensch, du schieb dir doch nichts in Hemd, Mann. Du kannst sie ja haben. Aber ich warne dich, die erzählt immer so blöde Witze. Ja, willst du mal einen Witz hören? Ja. Hey, Alfreda! Erzählen Sie mal, uns mal einen von Ihren blöden Witzen. Warten Sie mal, So
fängt sie immer ihre Witze an. Und gleich sagt sie auch noch, gut. Und dann geht das los mit dem Witz. Pass auf. Gut. Siehst du? Kommt ein Mann von der Arbeit nach Haus, hängt seinen Mantel auf, geht ins Schlafzimmer und ruft, mein Schieder, ich bin wieder zu Haus. Da liegt seine Frau mit seinem besten Freund im Bett. Er geht an den Schrank, holt seine Pistole raus, hält sie sich an den eigenen Kopf. Da fängt seine Frau an, sich zu freuen. Ja, grinst du, Mann, Schreider, du kommst als Nächste dran. Siehst du, was ich meine? Was ist nun denn? Der ist gut. Gut? Der Witz? Ja. Meinst du das im Ernst? Ja, doch. Wie will er denn seine Frau erschießen, wenn er sich erst zuerst totschießt? Nein, er muss ja zuerst seine Frau totschießen. Ich habe den Witz verstanden, Walter. Aber nicht jeder Witz ist zum Lachen. Man könnte beinahe sagen, dass dieser Witz ziemlich mies war. Ich kann mich aber amüsieren. Ich kann mich amüsieren. Ja, dann muss endlich mit unserem Bier Von dir aus. Ja, könntest du mir vielleicht auch endlich mal den Schlüssel rausgeben? Was soll das? Du drängelt doch nicht so. Also ich möchte mal wissen, warum du den Schlüssel hier immer zweimal rum. Und ich frage mich immer, warum du das vergisst. Hast wohl kein Vertrauen zu mir, was? Nö, Klaus. Klaus? Weißt du was? Heute gewinn ich. Ja, ja, das hast du schon seit 37 Jahren. Nee, ich hab da so einen Animus. Heute gewinn ich. Darf ich ein bisschen zugucken? Aber ja doch. Nee, Holzfeder. Sie dürfen uns einen Tee machen. 1 Liter Wasser heiß machen, 3 Teebüdels Winston-Tee, 4 Minuten ziehen lassen, servieren. Können Sie sich das merken? Ich kann einen guten Cappuccino machen. Cappuccino? Oh, den mache ich gern. Ja, meine Nichte macht Ich mir hab nämlich auch gesagt eine Tee, Holzfeder. Tee. Gehen Sie da rein und machen Sie Tee. Ja? 3 Teebüdel, 4 Minuten. Und dann raus! Wieso behandelst du sie so fies? Hm? Weil ich sicher bin, dass sie 4 Teebüdel nimmt und in 3 Minuten ziehen lässt. Wollen wir wetten? Ich glaube, die ist ganz hell im Kopf, du. Sie guckt doch auch viel intelligenter, nicht, als die Ob letzte. wir wetten wollen? Nur von mir aus. 10 Mark. 20. 20 Mark. Schlag ein. So, und nun wollen wir mal mit Volldampf anfangen. Wer ist an der Reihe? Ich bin dran. Bist du sicher? Ja, ich bin an der Reihe. Ich dachte, ich könnte heute anfangen. Nein, ich fange an. Hast du nicht den letzten Zug gemacht, als wir vorletzte Woche aufgehört haben? Nein, du, ich bin mir sicher. Und weißt du auch warum? Ja. Ich war eingeschlafen, als du an der Reihe warst. Als ich aufgewacht bin, warst du schon wieder weg. Ja, du hast recht. Ach, jetzt kann ich mich auch wieder drauf besinnen. Ja, ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich bin zuletzt mit den Läufer vorwärts gegangen. Was für ein Läufer? Du hast doch gar keinen Läufer mehr. Ich habe keine Läufer mehr. Also wann habe ich die denn verloren? Anfang April.
du. Also ich kann mich gar nicht darauf besinnen, dass ich meine Läufer Anfang April verloren habe. Die sind aber futsch, da, guck doch auf das Brett. Siehst du da noch irgendeinen schwarzen Läufer? Wahrhaftig, ich habe keine Läufer mehr. Du hast mit diesem Turm gezogen. Mit dem Turm, sagst Ja, du? mit dem Turm. Ja, ich zieh doch nie nicht mit meinen Türmen. Doch, du kannst dich doch bloß nicht mehr anerinnern. Ach, wahrscheinlich hast du recht. Och Mensch, Walter, das ist doch schied egal, mit was du nun gezogen hast. Ändern kannst du das doch nun auch nicht mehr. Also können wir nun endlich weitermachen. Ja, natürlich. Wer ist an der Reihe? Ich. Ja, wenn du das sagst. Ja. Ja, warum ziehst du denn nicht? Ja, ich mach ja schon. Hetz mich nicht, ja? Aber ich hab doch bloß gemacht. Ja, aber bei dir hört sich das an, als wenn du mich hetzt. Lass das. Jetzt machst du es selber. Läufer nach F5. Läufer nach F5? Läufer nach F5. Wieso bist du gleich so sicher? Weil ich fixer denk als du. Aber nicht so fix. Niemand zieht so fix. Nicht mal John Wayne zieht so fix. Also erst bist du der mich hetzt mit deinem und nun beschwerst du dich auch noch darüber, dass ich zu schnell ziehe. Also, Klaas, du hast dir doch die Partie nicht angeguckt. Walter, wie soll ich mir wohl die Partie angucken können, wenn du den Schlüssel für den Schrank hast, ja? Klaas, du weißt, was wir abgemacht haben. Ja, Walter, wir spielen schon seit 37 Jahren Schach und wir haben uns auch immer daran gehalten. Dann sag mir, was wir abgemacht haben. Ich sag, ich weiß, was wir abgemacht Ja, haben. dann sag das doch. Warum? Na, weil ich das hören will. Was soll der Blödsinn? Ich weiß, was wir abgemacht haben und du weißt es auch und damit basta. Ich spiele erst weiter, wenn du mir das sagst. Walter, ich sag dir das nicht. Dann spiele ich auch nicht weiter. Den Unterschied merkt sowieso keiner. Wie du meinst. Wenn dich das glücklich macht, dann sag ich das eben. Also, das Brett kommt immer wieder in den Schrank, wenn wir mit einer Partie aufgehört haben. Den Schlüssel für den Schrank hat bloß unser lieber Walter. So, bist du nun zufrieden? Nein. Schwör, dass du keinen zweiten Schlüssel für den Schrank hast. Verrückter Kerl, du. Ich schwöre beim Grabe meiner Frau, dass ich keinen zweiten Schlüssel für den Schrank habe. So, bist du nun zufrieden, du störrischer Bock, du? Ja. Denn jetzt kann ich dich ein Lügenmaul nennen, wenn du dich an den Regeln nicht hältst. Oh, von mir aus, ja. Können wir nun endlich weitermachen? Ja, wer ist an der Reihe? Warum schieb ich mich selbst auf den Tüffel? Ich bin immer noch an der Reihe, aber du lässt mich ja nicht. Ja, du mach doch endlich. Ja, also, ich bin dran. Und ich ziehe auch. Läufer nach F5. Das würde ich nicht tun. Ich würde nicht den Läufer ziehen. Ja, weil ich genauso viel vom Schach verstehe wie von der Hausarbeit. Nein, weil ich nicht gern die Dame verlieren würde. Ach was. Und was, wenn ich fragen darf, würden Sie ziehen, Rollfeder? Wenn ich sie wäre, würde ich den Turm nach G6. Das ist doch Blödsinn. Dann kann er mich doch viel leichter von der rechten Seite angreifen. Wie Sie meinen. Ich wollte bloß helfen. Ja, ja. Erzählen Sie mir was von Schach. Also wenn Sie partout Ihren Senf dazugeben wollen, helfen Sie weiter, dass es schneller verliert. Turm nach G6. Sie müssen es ja wissen. Ja, ja, ja. Läufer nach F5. So. Walter. Und nun hör ganz genau zu.
Ich weiß. Lebst du noch? Hör auf mit deinem Stuhl Boogie Woogie zu tanzen, das stört. Hey, Holfrieder, was macht der Tee? Sie müssen den Kessel auf den Herd stellen. So heiß ist es hier in der Wohnung noch nicht, dass das Wasser von alleine kommt. Was für Glück, dass Sie das Kommandieren noch nicht verlernt haben. Die lässt sich nicht so leicht über den Tisch ziehen, du. Ich kenne so eine Art von Frauen, das ist eine andere Generation. Was weißt du denn von der Generation, was? Als du das letzte Mal getrieben hast, da waren solche Frauen doch erst in der 2. Klasse. Wart's mal ab, du. Die machst du nicht so leicht fertig. Genauso wie dich, weil du bloß rumquatscht, anstatt Schach zu spielen. Hey, Holfrieder! Sie sind die erste Haushälterin, die mir auf die Nerven geht, wenn sie nicht da ist. So, da bin ich wieder. Ja, glauben Sie nicht, dass wir uns freuen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Ihr 4 Minuten Tee. Sir Winston. Bin ich aber neugierig, wie die Plörre schmeckt. Würde mich nicht wundern, wenn das unsere letzte Partie wäre. Du hast verloren, Klaus. Was? Wo? Naja, unsere Wette. 3 Teebüdels, 4 Minuten. Guck an. Gewinnst du, funktioniert dein Bregenkasten gleich wieder rein. Und was haben wir gewettet? 10 Mark? 20 Mark. Halten Sie sich doch raus, Holfrieder, ja? Ja. Hier hast du deine 20 Mark. Ich sehe aber keine 20 Mark. Ja, weil du mir noch 20 Mark schuldig bist. So, du sind wir quitt. Ach, stimmt, das habe ich ja beinahe vergessen. Ja, beinahe vergessen. Ja. Würdest du nun bitte endlich Schach spielen? Bin ich an der Reihe? Ja, Walter. Du bist an der Reihe. Oh ja. Er hat das in den 37 Jahren Schach nicht gemerkt, dass man sich abwechselt. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Das ist nicht so leicht. Was kann man da machen? Seit 37 Jahren. Was würde Bobby Fischer tun? Aufgeben. Die Türme. Ja, das Beste wäre, wenn ich jetzt mit den Bauern weitergehe. Nein. Die Türme. Was? Ich spiele nie nicht mit den Türmen. Ja, das sollten Sie aber. Wenn Sie mit Ihren Türmen zweimal vorangehen, können Sie ihn Schach setzen. Matt sogar. Matt setzen? Ihn?
Er? Ich? So träumt davon. Sie machen sich lustig über mich hier. Mensch, Walter, können Sie denn nicht gucken? Nun gucken Sie doch mal aufs Brett. Schwarz zieht den Turm nach G6 und hält damit den weißen Läufer auf. Hey, Alfreda, seien Sie still. Ja, ich spiele mit Walter, nicht mit Ihnen. Ja, er hält den weißen Läufer auf. Ja, aber was hat das zu bedeuten? Ja, und was für ein Läufer? Den auf den weißen Feldern? Halten Sie sich da raus, Holtfreda. Natürlich. Halten Sie den Mund, Holtfreda. Ja, und mit was für einem Turm soll ich denn nun ziehen? Mit diesem? Du hast ihn angefasst. Nun musst du auch mit ihm ziehen. Ja, aber ich habe ihn noch nicht angehoben. Ja, redet er hier von angehoben. Das langt schon, wenn du ihn angefasst hast. Das ist ja Quatsch nach den internationalen Schachregeln. Halten Sie das Maul, Holtfreda. Ja, dann hast du ihn angehoben. Ich hab nicht genau gesehen, wie du ihn angehoben hast. Ich ziehe nur mit diesem Turm. Nein, doch! Ich nehme ihn zwischen meinen Fingern, heb ihn an und zieh damit nach. Tut mir leid, Walter. Mein Heuschnupfen. Du bist mal vollkommen durchgedreht. Aber ich kann doch nichts dafür, Walter. Die frische Luft hier drin ist... Ganz und gar durchgedreht. Such dir einen breiten Klempner. Hör zu, Walter. Ich biete dir ein Remis an. Hörst du ein Remis? Mach das gut, Klaus. Remis gehabt, also was willst du denn noch? Holtfreda. Sie sind daran schuld. Ich? Ja, Sie! Sie haben das geschafft, eine Freundschaft, die 37 Jahre gehalten hat, auseinanderzubringen, bloß mit Ihrer düsigen Quatscherei. Sie mischen sich in mein Leben, Sie mischen sich in mein Schachspiel, die Hexe, die bleiben Sie stehen. Also jetzt aber mach Sie nicht! Verlassen Sie sofort meine Wohnung. Nein, ich bleib! Ja, ich Warschau sehen, zum letzten Mal, ja? Treiben Sie das nicht zu weit, Sie überkandidelte Hexe. Ich habe schon einen Krieg mitgemacht. Verlangen Sie nicht, dass ich den zweiten anfange. Sie sind mir doch nicht über. Ach ja, ja. Ich werde Sie so lange in Ihren Hintern treten, bis Sie bitten und betteln, dass Sie gehen dürfen. Mein Hintern kann sehr viel ab. Eher werden Sie sich den Fuß verstauchen. Und ich wette, ich wette, dass Sie das hier keine 2 Wochen aushalten. Und ich wette dagegen. Und verdoppelt sogar noch. Heute in 4 Wochen. 5 Minuten vor 2:30 bin ich Lene Holtfrieder. Noch Ihre Haushälterin. Handschlag gilt. Gilt. Vater? 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 Was denkt der denn? Vater! Das ist ja was. Vater! Mein Gott, die Frau versteht ihr Handwerk. Die Küche, das Schlafzimmer, das Bad. Vater? Oh nee. Sie wird doch wohl nicht. Oh mein Gott, sie hat's getan. Sie hat's getan. Oh, hab ich sie nicht gewarnt? Ich habe ihr doch gesagt, wenn sie das tut, kann ich für nichts mehr garantieren. Oh mein Gott, er hat sie um die Ecke gebracht. Die Luft abgedrückt, aufgeschnitten, vergiftet und an die Tauben verfüttert. Oh nein, das ist alles deine Schuld. Wer bist du denn, dass du einem Mann von 70 vorschreibst, wie er zu leben hat? Bitte. Nein! Nein und nochmal nein. Noch einmal noch, bitte. Ja, versprochen. Also. Richard Burke gehört zu den Guten. Richtig. Und Clint Eastwood gehört auch zu den Guten. Ja, natürlich. Ja, aber warum hat Richard Burton ihn denn mit einer Pistole in Schach gehalten? Wenn er das nicht gemacht hätte, hätten die ihm das doch nicht abgenommen. Also,
Wer? Richard Burton. Warum? Weil er sie angelogen hat. Nee, also das verstehe ich nicht. Weißt du was? Dieser Film ist sowas von dösig, das sag ich dir. Weißt du was? Das nächste Mal gucken wir uns Bambi im grünen Walde an. Ich bin nicht zu dösig für Richard Burton. Ich sehe das alles bloß ganz anders. Ja, lass es lieber. Nächste Woche suchst du den Film aus. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Hey! Hör auf, hier rumzuböken, ja? Ihr wart im Kino, zusammen. Da können wir sonst über den Film reden. Heute Vormittag. Seit wann gibt das denn am Vormittag eine Vorstellung? Gestern Abend waren wir im Kino. Und wo kommt ihr jetzt her? Aus dem Park. Was macht ihr denn im Park? Was macht man denn im Park? Spazieren gehen, Tauben füttern. Vater, das glaubst du doch selbst nicht. Also, was ist denn daran nun so absonderlich? Es seine Haushälterin um die Ecke bringen oder im Park den Tauben das Genick umdrehen, das verstehe ich. Ja, aber nicht das hier. Denn wie kannst du da überhaupt rumlaufen im Park mit deinem Heuschnupfen? Ich habe keinen Heuschnupfen. Ich habe nur eine Hausstauballergie. Hausstauballergie? Ja, hier in der Wohnung lag Staub. Und jedes Mal, wenn er das Fenster aufgemacht hat, flog ihm der Staub in die Nase. Und darum hast du immer niesen müssen. Als sie kam, ging der Staub. Was ist das hier? Versteckte Kamera? Ich meine, wie lange geht das schon? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich war bloß einen Monat unterwegs und hier ist alles anders. Die Wohnung, das Fenster sind, du, sogar dein Zimmer. Und sie lebt? Sie lebt! Sie ist den da und lebt! Was quatscht er da für ein dummes Zeug? Haben Sie Fieber? Soll ich den Doktor holen? Nee, mir geht's gut. Könnt jetzt bloß einen Schnaps vertragen. Schnaps? Seit wann trinkst du denn Schnaps? Seitdem du mit deiner Haushälterin im Park spazieren gehst. Darf ich dir mal was sagen, mein lieber Sohn? Ja? Alkohol soll man bloß dann trinken, wenn es was zu feiern gibt. Lenchen hat mir das beigebracht. Lenchen? Er weiß noch nicht mal mehr deinen Namen. Soll ich uns mal einen starken Kaffee machen? Ich will keinen Kaffee, ich will wissen, was hier passiert ist. Ja, du musst natürlich wissen, Lenchen macht einen verdammt guten Kaffee. Kein Wunder. Hat sie ja auch von ihrer Großmutter gelernt, was? Also, soll ich jetzt einen Kaffee machen oder nicht? Ja, bitte, Lenchen. Ja, bitte, Lenchen. 3 kleine Worte. Warum kann ich nicht glauben, dass du sie gesagt hast? Und ich habe gedacht, ich hätte eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja, Vater Walter. Lars, deckst du schon mal den Tisch? Natürlich! Wie wollen wir wohl Kaffee trinken ohne Kaffeetassen, was? Für mich ein Cappuccino, Lenchen, wenn wir das nicht so viel Arbeit haben. Gern. Vielen Dank. Ja, du musst nämlich wissen, Lene hat so eine Pavuni mitgebracht. Ja. Also mit der Maschine kannst du den besten Kaffee kochen. Oh, Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Vater, warum deckst du den Tisch? Sie wird dafür bezahlt. Ja, also erstens decke ich nicht für Sie den Tisch, sondern für uns. Und zweitens, du siehst doch, dass sie den Kaffee macht. Wie soll sie das denn zusammen machen? Das ist ihr Problem. Du könntest dich hier aufs Sofa legen und eine Mütze voll Schlaf nehmen. Ach Mensch, was ist denn dabei, wenn ich ihr so ein bisschen helfe und dann sitzt du ja schon auf dem Sofa? Ich steh auf, siehst du, ich steh auf. Komm, leg dich hin und mach ein Nickerchen, ja? Mein Gott, Was ist? die Milch. Lenchen, langt die Milch noch? Ja. Oder soll ich noch ein bisschen Milch kaufen? Nein, die Milch langt noch. Du, das macht mir nichts aus. Ich lauf schnell noch mal zum Kaufmann. Ich bezahle ihr viel Geld, dass du zum Kaufmann läufst, um Milch zu kaufen, die sie gar nicht haben will. Ja, du musst nämlich wissen, Rainer, für einen guten Cappuccino braucht man viel Milch. Nimm bloß nie nicht so ein Schlagermaschine. Und auch keine Milch ohne Fett. Alles unter 3,6% Fett ist Gift für jeden Cappuccino.
Vater, du hast in deinem Leben noch nicht einen Schluck Kaffee getrunken. Ja, weil ich nicht gewusst habe, wie gefährlich der Tee ist. Ne? Der Tee bringt dich unter die Erde, besonders der schwarze. Du hast den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und jetzt hast du Angst vor schwarzem Tee? Vater, du bist 70 Jahre alt geworden. Ja, und genau das wundert mich. Ich sag dir, Reinhard, der Tee, der frisst dich von binnen auf. Er nimmt dir den Schlaf. Du hast immer wunderbar geschlafen. Ja, weil ich nicht gewusst habe, wie gefährlich der Tee ist. Als Leni mir das erklärt hat, ja, da habe ich kein Auge mehr zugekriegt. Dass sie auch eine Ärztin ist, hat sie mir gar nicht gesagt. Ja, ich habe also keine Zeit mehr. Du, ich bin in einer Minute wieder zurück, ja? Ach so, ja, du kannst ja mal in der Zeit den Tisch fertig decken, ja? Ich? Ja, siehst du hier sonst noch an? Also, ach so, ja, und nicht vergessen, ja? Der Löffel gehört immer nach rechts auf die Untertasse. Löffel gehört nach rechts. Fräulein Holtfrieder, kann ich Sie vielleicht mal einen Augenblick sprechen? Ja, natürlich. Aber Sie können auch Lene zu mir sagen. Ich sehe Sie heute zum 3. Mal und darum sage ich Fräulein Holtfrieder. Wie Sie wollen. Also hören Sie zu, Lene. Ich meine, Fräulein Holtfrieder, ich habe da ein Problem. Und das wäre? Das ist eben das Problem. Das ist mir zu hoch. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich Ihnen sagen soll, was das Problem ist. Verstehen Sie? Nein. Aber fangen Sie einfach an. Wir werden schon rausfinden, wo Ihr Problem liegt. Gut. Sie kennen meinen Vater seit 4 Wochen, stimmt? Stimmt. Ist Ihnen in den letzten 4 Wochen nicht auch aufgefallen, dass mein Vater sich sehr verändert hat? Ich meine, seine Art, mit Frauen umzugehen? Sie meinen, dass Ihr Vater vor 4 Wochen noch ein sauertöpfischer Mann war, der Frauen nicht ausstehen konnte? Ja, das meine ich. Ein Mann, der sich selbst aufgegeben hat? Mhm. Ein Mann, der Staubsaugervertreter nicht ausstehen kann? Auch das. Ein fieser, oller Bollerkopf war? Ja, so weit will ich nicht gehen, aber weit davon ab sind Sie nicht. Aha. Und Ihr Problem ist, dass Ihr Vater jetzt kein Bullerballer mehr ist? Was? Nee, verstehen Sie mich nicht verkehrt. Ich sehe ja, dass er sich wohlfühlt. Mir macht das bloß ein bisschen Angst, dass er sich zu schnell wohlfühlt. Aha. Ihr Problem ist, dass Ihr Vater sich zu schnell wohlfühlt. Ja, ich meine, in seinem Alter sollte er das doch vielleicht alles ein bisschen ruhiger angehen. Klaas will hier immer mit dem Kopf durch die Wand. Das ist seine Natur, das macht er am liebsten. Er hat das gern, wenn er sich kabbeln kann. Und ich lasse ihn. Mal schmeißt er mir was an den Kopf, mal schmeiße ich ihm was an den Kopf. Mal gewinnt er, mal gewinne ich. Meistens gewinne ich. Aber er ist mir deswegen nicht böse. Wir sind aus demselben Stall und darum kommen wir gut miteinander aus. Ja, jetzt wissen Sie, wie ich es angestellt habe, dass Ihr Vater sich in bloß 4 Wochen verändert hat. Also gut, mein Problem ist, dass er sie macht. Na und? Ich mache ihn auch. Ja, warum? Nicht mal sein bester Freund macht ihn. Wie soll ich das sagen? Er ist Kredel und hat noch Dampf im Kessel. Dampf im Kessel? Ja, was meinen Sie, was ich schon für Leute kennengelernt habe? Die waren froh, wenn sie ihr Essen kriegten, nachmittags die Flimmerkiste an und am Sonntag Besuch von den Enkelkindern. Er ist anders. Stimmt. Er kann seine Enkelkinder nicht ausstehen. Er lebt. Und als sein Sohn sollten Sie sich darüber freuen. Ja, aber erst seitdem Sie hier sind. Doch warum, ist doch egal. Augenblick mal. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Das ist also Ihr Problem. Ich bin Ihr Problem. Er ist zu alt, um sich noch mal zu verlieben. Sehen Sie, ich habe doch gewusst, dass wir rausfinden, wo Ihr Problem liegt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe noch was zu tun. Hey, wie lösen wir denn jetzt mein Problem? Wir? Wieso wir? Sie haben doch ein Problem, nicht ich. Der Milchmann ist wieder da. Alles klar an der Kaffeefront? Du, ich sag dir, ein Wetter ist das da draußen. Bloß ein Jammer, dass wir keinen eigenen Garten haben. Vater, ich muss mit dir sprechen, jetzt gleich. Nee, das tut mir leid, ich habe gar keine Zeit mehr.
Walter kann hier jeden Moment aufkreuzen. Woher weißt du das? Hat er dich angerufen? Nee, Lenchen hat ihn angerufen, dass er wieder zum Schachspielen kommt. Ohne Lene wäre das überhaupt nicht so weit gekommen. Dass er wiederkommt, hast du bloß mir zu verdanken. Ich habe ihn überzeugt, weil ich über eine Stunde mit ihm gesprochen habe. Weißt du, dass er nie wieder mit dir spielen wollte? Ach was. Bloß mir hast du das zu verdanken, wenn er wieder dein Freund wird. Und Lene? Ja, Lene, die Diplomatin. Ich denke, die beiden kennen sich erst eine Viertelstunde. Schon? Walter macht sie. Walter mag sie, du magst sie, alle mögen sie. Alle haben Lene gern. Ja, du wirst sie auch noch mögen. Sag mal, Vater, was ist bloß mit dir passiert? Nimmst du Drogen? Nee. Aber wenn du ahnen würdest, wie ich mich wieder fühle. Ich könnte wieder Bäume aus der Erde reißen. Ich hab wieder Knöch. Ich hab wieder Lust. Wie meinst du, dass du bis 70? Lust am Leben. Lust, was zu unternehmen. Ja, ist ja alles schön und gut, aber lass dir doch ein bisschen Zeit mit dem Wohlfühlen. Reimer, ich bin 70. Zeit ist das Einzige, was ich nicht mehr habe. Aber mir geht das alles viel zu schnell. Ich meine, was kommt denn jetzt noch? Zieht sie bei dir ein? Ach was, nee. Aber wenn du das ganz genau wissen willst, ich habe ihr dein altes Zimmer da zurechtgemacht, dass sie hier mal schlafen kann, wenn mal Not am Mann ist. Was willst du damit sagen, wenn Not am Mann ist? Rainer, die Frau fährt beinahe 2 Stunden hierher und wieder nach Hause. 4 Stunden auf der Bahn. Was ist, wenn man keinen Zug mehr fährt? Du weißt doch. Schnee und Eis. Schnee und Eis. Ja, ist alles schon passiert. Im August. Der Winter kommt schneller, als man denkt. Wenn dein Leben weiter so schnell läuft, wundert es mich nicht, wenn es in 5 Minuten anfängt zu schneien. Das ist noch keine 4 Wochen her. Da hast du jede Haushälterin zum Teufel gejagt. Und jetzt planst du im August für Schnee und Eis im Dezember? Sie hat dich darum gebeten, gib's zu. Natürlich nicht. Ich habe sie darum gebeten. Na, bloß 4 Wochen. Vater, du kennst die Frau doch überhaupt nicht. Was ist, wenn sie eine Heiratsschwindel ist und es bloß auf das Geld abgesehen hat? Ach, das ist das. Du hast Angst um dein Erbe, was? Ich dachte, da gibt es nichts mehr zu Ich erben. will doch bloß das Beste für dich. Ach, Mensch, Reimer. Das ist doch nicht mein Problem, wenn du sie nicht verknusen kannst. Ich mach sie. Und das ist dein Problem, wa? Ich mach sie auch. Als deine Haushälterin. Sie ist meine Haushälterin. Sie hat mein Zimmer. Mein Zimmer, in dem ich aufgewachsen bin, in dem mir meine Mutter, deine Frau, Vater, für den Fall, dass du dich noch an sie erinnerst, Ja, lass deine Mutter aus dem in dem Spiel, mir ja? meine Mutter das Frühstück ans Bett gebracht hat, wenn ich mal krank war. Ja, stimmt. Sie hat dich immer verpäppelt. Sie hat sich um mich gesorgt. Als ich die Masern hatte, als ich Mumps hatte, meinen ersten feuchten Traum hatte. Was? Wann hattest du den denn? Vor 30 Jahren. Warum hast du nichts gesagt? Du nicht gefragt hast. Meinst du, dass ein Junge von 15 Jahren am Frühstückstisch zu seinem Vater sagt, dass er das erste Mal von Derns geträumt hat? Du hättest mir eine gelangt. Ja, hätte ich dich dann zwischen 12 und 16 Jahren jeden Morgen fragen sollen, ob du nun endlich deinen ersten sündigen Traum gehabt hast. Alles, was dich interessiert hat, waren unsere Zeugnisse. Wenigstens einmal in deinem Leben hättest du fragen können, wie es uns geht, wie wir uns gefühlt haben. Gut. Wenn dich das glücklich macht, wie fühlst du dich? Das ist nicht komisch, Vater. Ja, du wolltest doch, dass ich mich dafür interessiere, wie du dich fühlst. Ja, dann frage ich dich, wie du dich fühlst. Und du sag mir auch verdammt nochmal, wie du dich fühlst. Es hat geklingelt. Ja, ich weiß. Willst du nicht auf Sag, aufmachen? nein, ich mach nicht auf, nein. Ich warte hier, bis du mir gesagt hast, wie du dich fühlst. Ich kann dir nicht sagen, wie ich mich fühle, wenn es an der Tür klingelt. Seit wann geht deine Klingel denn wieder? Lenchen hat sie wieder hingekriegt. Die Haushälterin, die Ärztin, Ja. die Diplomatin und jetzt auch noch Lene, die Handwerkerin. Dagegen war Leonardo da Vinci ein Dilettant. Und alles für 20 Mark die Stunde. Ich fühle mich wirklich klöterig. Ach, klöterig fühlst du dich. Ja, kann ich ja endlich die Tür aufmachen, ja? Fehlt bloß noch Lene, die Liebste. Wer weiß.
Oh nee, Vater. Sag nicht, du hast Vater. Kann ich nur endlich die Tür aufmachen? Sie hat hier geschlafen. Hier in unserer Wohnung. Du stehst mir im Weg. Hat sie? Sag mal den Schied an. Wo hat sie geschlafen? In meinem Zimmer? Du weißt, dass ich sie immer noch rausschmeißen kann. Ja, das tu mal, da bezahle ich sie. Und zieh das von deinem Erbteil ab, ja? Hat sie hier geschlafen, ja oder nein? Ich will eine Antwort auf meine Frage, ja oder nein? Hallo, Walter. Denk nur nicht, dass ich deinetwegen gekommen bin, ja? Ich komm bloß, weil Lene mich gebeten hat. Und weil ich sie gebeten habe. Ach ja, dein Staubsaugervertreter. Der hat auf mich eingeredet wie auf ein lahmes Pferd. Da hörst du, was ich gesagt habe, ja oder nein, Vater? Sag nicht Staubsaugervertreter zu ihm. Glaubst du denn, er hat keine Gefühle? Seit wann schnackst du denn von Gefühlen? Seit bei ihm wieder Frühling ist. Ja oder nein, Vater? Halt deinen Sappel. Was nennt ihr denn Frühling? Ja oder nein? Was ja oder nein? Nein, Reimer, nein. Meine Antwort ist nein. Nein? Nein. Ich kauf dir keinen Staubsauger ab. Was? Dein eigener Sohn will dir einen Staubsauger andrehen? Ja, er hat gehört, dass ich eine Stauballergie habe. Gut. Wenn du es nicht anders willst, dann frage ich sie ihn selbst. Hat sie auch eine Stauballergie? Ich versuche das gerade rauszufinden. Diese Vertreter, die wissen wohl überhaupt nichts von Pietät und Takt. Ja, Walter. Da wären wir nun wieder, wa? Ja, da wären wir. Walter, neulich... Lass mal einen Schnack doch mal nicht mehr über. Ich hab das beinahe vergessen. Ja, aber über irgendwas müssen wir doch schnacken. Ne? Ja, und dann wollte ich das ja auch gar nicht machen. Ich hätte ja auch in eine andere Richtung pushen können. Das wolltest du mir sagen? Ja, oder das... ich hätte mir ja auch die Nase zuhalten können, nicht? Oder besser gesagt, zuhalten sollen, nicht? Und das... Und das? Dass mir das leid tut. Ich will, dass du mir sagst, warum du das Schachspiel vom Tisch gefegt hast. Weil ich pushen musste. Warum musstest du pruschen? Weil ich eine Allergie habe. Warum du gepruscht hast, will ich wissen. Bist du taub? Dreh deinen Klöterkasten in den Ohren auf. Mein Klöterkasten hört dich schon. Ich will verdammt noch mal zu wissen, warum du gepruscht hast. Weil Lene dir geholfen hat. Darum habe ich verdammt noch mal gepruscht. Wie du ja weißt, habe ich eine Stauballergie, ja? Aber natürlich nicht in diesem Augenblick. Und darum habe ich alles vom Tisch gefegt. So, bist du nun zufrieden? Alles bloß wegen meinem verdammten Stolz. Und was du? Soll ich mich nun gleich aufpummeln? Klaas, ich nehme deine Entschuldigung an. Ich habe mich doch noch gar nicht entschuldigt. Du hast dich entschuldigt. Nee, ich habe bloß gesagt, was passiert ist und wie ich mich gefühlt habe dabei, ja? Entschuldigen tue ich mich jetzt erst. Entschuldigung. So, das war der Entschuldigung. Und du kannst diese verdammte Entschuldigung annehmen oder auch nicht. Von mir hörst du nun nichts mehr. Klaas, du bist immer noch der verdrehte Bock wie früher. Ja, Walter, und du bist immer noch der gleiche stachische Bock wie früher. Nein, Bock zu Bock passt doch. Ach komm, Klaas, lass uns Schatz spielen. Hm? Ja, Walter, wa? Komm, lass uns Schatz spielen. Ja. Guck mal, Walter. Nach 37 Jahren hast du zum ersten Mal vergessen, den Schlüssel wieder mit nach Hause zu nehmen. Warum hätte ich ihn mitnehmen sollen? Wenn alles auf der Erde liegt, ist die Partie zu Ende. Weißt du, was ich denke, Walter? Ja? Wir brauchen den Schlüssel nicht mehr. Was? Nee, ich mach dir einen Vorschlag. Wir schaffen die Regel mit dem Schlüssel ab. Die Regel abschaffen? Warum? Ja, steht dagegen. Nach 37 Jahre. Mann, du, wir könnten doch noch viel besser werden, wenn wir zwischen uns Partien so ein bisschen üben würden. Weißt du? Ja. Aber Klaas, wie soll ich denn wissen, wo unsere Partie aufgehört hat? Ich habe eine Polaroid-Kamera. Eine was? Ja, so ein Dings, wo die Bilder gleich fertig rauskommen. Du nimmst das Foto mit nach Hause und stellst die Figuren auf dein Brett.
Genau so hin wie auf dem Foto. Mensch, Klaus, du hast aber einen schlauen Kopf. Du. Ich weiß, Walter, ich weiß. Churchill hat mal gesagt, man kann einen Abgrund nicht mit 2 Sprüngen überqueren. Was sagst du nun? Klaus, ich bin einverstanden. Wir schaffen die Regel ab. Wir werden Schlachten schlagen. Die hat die Welt in 37 Jahren nicht gesehen. Ja, du, ich werde dich schlagen. Nun fängt eine ganz andere Zeit an. Willst du einen Cappuccino? Aber gerne doch. Auch ein Stück Kuchen dazu? Oh, da habe ich gerade Appetit drauf. Du, meine Nichte ist heute schon wieder nicht gekommen. Das ist schon das 3. Mal in diesem Monat. Also langsam denke ich, das wird zu viel für sie. Noch ein Cappuccino für Walter, Liebchen. Und auch ein Stück Kuchen dazu, bitte. Auf meine Frage will ich bloß ein Ja oder Nein hören. Ja, ich hab zu tun. Sagen Sie Ja oder Nein. Ja oder nein? Ach so, habe ich das noch nicht. Wo wollen Sie denn hin? Also dein Sohn, der gibt ja nicht nach, wenn es um seine Geschäfte geht. Das muss Du weißt doch, er lebt von der Provision. Ja. Wer fängt an? Weiß. Bin ich? Weiß? Wenn du möchtest, Walter. Ich war noch nie nicht weiß. Weiße Dame, weißes Feld. So, Ihr letzter Zug fällt also um 8. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Und wie kommen Sie dann am Abend ins Kino? Oder andersrum gefragt, wie kommen Sie denn nach Haus, wenn Sie erst am Abend ins Kino gehen? Oder noch anders gefragt, gehen Sie überhaupt nach Haus? Also ich finde, er übertreibt ein bisschen. Ne? Ja. Aber irgendwie seid ihr beide euch sehr ähnlich. Meinst du? Er lebt, was? Er lebt mit 70 und wie er lebt? Schnee und Eis, was, Vater? Schnee und Eis? Ja oder nein? Gehen Sie mir aus dem Das hätte Weg. ich Sie wohl gern. Ja oder nein, Fräulein Lene Holtfilter? Ja oder nein, Vater? Ich will jetzt wissen, ob Sie hier schon mal gesprochen haben. Warum ist das hier mit dem Maul so still? Was sagst du? 37 Jahre. Walter, ich... 37 Jahre hast du mich beschissen. 25, Walter. 25. So lange gibt es erst solche Polaroid-Kameras. Und du hast mein Grab deiner Frau geschworen. Dass ich keinen zweiten Schlüssel für den Schrank habe, Walter. Nein, diesmal komme ich nicht wieder. Keinen zweiten Schlüssel. Walter! Du hast deinen Freund in all den 37 Jahren beschissen. Vater, das ist Weltrekord. Das waren bloß 25 Jahre. Ja, das ist auch lange genug. Dafür hast du also die Polaroid-Kamera gebraucht. Du hast jede Partie aufgenommen und dann in der Zwischenzeit heimlich geübt. Aber das müssen ja eine ganze Menge Fotos sein. Wo sind die denn? Wissen Sie jetzt, warum er keinen da reingelassen hat? Du hast das gewusst? Na, ich habe da drin doch auch sauber gemacht. Die Bücher mit den Fotos konnte ja keiner übersehen. Warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich wollte, dass du von selbst damit aufhörst. Ja, das wollte ich ja. Heute hätte ich damit aufgehört. Aber ihr beide müsst euch da ja reinmengelieren. Er war doch in einer Tour hinter mir her. Was sollte ich denn tun? Sie hat den Schrank rumgeschoben und sie hat in deinem Zimmer rumgeschnüffelt. Wie meine Mutter hast du erlaubt, da reinzugehen. Klaas, das sag ich dir. Du nicht die Schuld daran, dass du deinen Freund in all den Jahren betrogen hast. Mir nicht. Und auch nicht deinen vermaledeiten Sohn. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Warum glaubt hier jeder, er muss sich in mein Leben reinmengelieren? Ihr seid mich in Ruhe lassen. Wir haben 37 Jahre keinen guten Schach gespielt, aber wir waren zufrieden. Und wir hätten auch weiterhin keinen guten Schach spielen können, wenn ihr beide nicht gewesen wärt. Auch wenn sie nicht wäre. Ach du Quatschkopf! Du hast ihn doch noch rangeschleppt. So, jetzt lernt mir das in diesem Tollhaus. Ich kündige. Nee, Sie kündigen nicht. Ich kündige ihn. Hören Sie, ich schmeiß Sie raus. Verlassen Sie auf der Stelle die Wohnung. Du kannst sie nicht rausschmeißen, ich bezahle sie nun. Ich verlange, dass die Stante-Pede die Wohnung verlässt. Das ist meine Wohnung und sie bleibt. Wer hier rausfliegt, das bist du, Rainer, ja? Du kannst mich nicht rausschmeißen. Ich bin dein Sohn. Ich hab gesagt, raus, Rainer.
Gut, Vater. Du musst jetzt wissen, was du willst. Sie oder ich? Warum? Ich gehe doch sowieso. Ich habe gesagt, du sollst hier verschwinden. Reiber! Nicht dir, was du sagst, Vater. Ja, du hast mich schon richtig verstanden, ja? Hau endlich ab. Raus aus meinem Leben. Es wird dir noch leid tun, Vater. Sehr leid. Das hätten wir geschafft. Hey, was machst du denn da? Das siehst du doch, ich gehe. Moment, ich habe ihn rausgeschmissen. Ich möchte, dass du hier bleibst. Dazu gehören immer noch zwei. Aber du kannst doch nicht einfach Und gehen. wieso nicht? Ich bin doch schuld daran, dass du deinen Freund in all den Jahren betrogen hast. Ich werde mich jetzt nicht mehr in dein Leben reinmengelieren. Und weißt du, was ich glaube, Klaas? In 4 Wochen ist hier alles wieder beim Alten. Du wirst der zweite Winston Churchill. Und dein Sohn, der mich hier angeschleppt hat, kriegt einen Nobelpreis für Staubsauger. Das tut mir leid, Liebling. Das tut mir leid. Ich habe das nicht so gemeint. Nee, so einfach geht das nicht. Ich lass dich nicht gehen. Klaas, geh von der Tür weg. Da willst du mich hier in deiner Wohnung festhalten? Mach dich nicht zu Piatz, Klaas. Gut. Wenn du das so willst, dann geh. Siehst du? Die Tür steht offen. Aber glaub nicht, dass sie dir noch offen steht, ja, wenn du wieder zurückkommen willst hier. Mach's gut, Klaas. Du gehst wirklich? Da muss ich dir aber noch was sagen. Ich schmeiß dich raus. Holzfeder! Du bist ja schlecht als alle anderen. Reimer hatte doch recht. Ich hätte dich schon viel früher rausschmeißen sollen. Augenblick mal, Augenblick mal. Holzfred! Hey! Holzfrieder! Weißt du, wie spät das ist? Guck mal auf deine Uhr. 20 nach 2. Verloren! Bloß wegen 5 Minuten hast du deine Wette verloren. Ich hab doch gewusst, dass du das hier keine 4 Wochen aushältst. Ich hab das immer gewusst, dass ich der Sieger... Dass ich der Sieger bin. So, das Essen ist fertig. Ich hab ihn doch Ihr gesagt, Essen ist dass ich fertig. keinen Hunger hab. Und dann ist das schon 2. So spät nach dem Mittag ist doch kein Mensch mehr. Sie haben bis 12:30 geschlafen. Ich schlaf so lange ich will, Karl. Ihr Sohn hat gesagt, Sie sollen was essen. Mein Sohn. Was ist das denn wieder für eine Plörre? Das ist doch keine Tomatensuppe. Erbsensuppe. Ich hab Ihnen doch gesagt, wenn Suppe, dann bloß Tomatensuppe, ja? Ich könnte Ihre Suppe in... Ach, ich kann sowieso keine ordentliche Tomatensuppe kochen. Ich habe bloß 2 Leute in meinem Leben gekannt, die Tomatensuppe Sie kochen. müssen sie ja nicht essen. So wie Sie, was? Oder warum decken Sie den Tisch nur für mich? Ha? Die Köchin, die ihren eigenen Fraß nicht macht, was? Hey, was machen Sie denn nun schon wieder? Na, ich deck den Tisch. Was nennen Sie den Tisch decken? Gucken Sie sich mal den Löffel an. Ja, was ist damit? Na, wo liegt er? Na, an der rechten Seite. Nee, der liegt nicht auf der rechten Seite. Der liegt da rechts innen. Aber das Messer draußen, na? Wer soll denn wohl das Fleisch vor der Suppe essen, na? Ich habe mich vertan. Das tut mir leid. Ja, ist ja schon gut. Der Löffel gehört nach oben. Alle legen Sie den Löffel oben hin. Ja? Wissen Sie denn das nicht? Man kann ihn auch auf die rechte Seite legen, ja? Aber doch nach draußen. Um Gottes Willen, nicht nach drinnen. Ich habe Ihnen doch schon
schon gesagt, dass mir das leid tut. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Hat Ihnen denn das keiner beigebracht? Wir waren zu Hause 7 Kinder und hatten bloß eine Zahnbürste. Ja, das ist jetzt 2 Uhr, ich gehe jetzt. Ihr Sohn hat gesagt, dass ich um 2 gehen kann. Ja, umso besser. Ich habe Ihrem Sohn versprochen, dass ich bis um 2 bleibe. Aber bestimmt keine Minute länger. Und ich werde auch nicht wiederkommen. So was höre ich gerne. Ich nehme den Müll noch mit runter, dass der Ihnen hier nicht unter den Füßen rumsteht. Was ist mit den Flaschen? Was für Flaschen? Na, die Kornflaschen in der Küche. Ja, was ich. Nehmen Sie die auch noch mit. Ich sammle doch keine Flaschen. Ich sammle Bilder von Schachspielen. Ich gehe jetzt. Auf Nimmerwiedersehen. Das will ich hoffen. Was wollen Sie denn noch? Und was ist denn noch? Verdammt nochmal! Sind Sie doof? Was zum Teufel, Mann? Na, was ist? Soll ich hier stehen bleiben, bis der Totengräber mich abholt? Lass mich endlich rein! Was willst du hier? Willst du noch eine Entschuldigung? Für das, was du angestellt hast, gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Nein, ich bin hier, weil mir dein Sohn auf die Nerven geht. Immer ruft er bei mir an. Walter, ich bitte Sie, gehen Sie zu ihm. Er dreht sonst noch durch. Ich brauche dein Mitleid nicht. Mitleid? Ha, ganz im Gegenteil. Ach ja, bloß um zu gucken, wie schlecht mir das geht. Nee, ich bin hier, um Schach zu spielen. Du? Ja. Willst wieder mit mir Schach spielen? Also von wollen kann überhaupt keine Rede sein. Aber keiner spielt doch so mies Schach, dass er das mit mir aufnehmen könnte. Wie geht dir das? Interessiert dich das wirklich? Aber danke, gut. Meine Nichte macht mir nicht mehr den Haushalt und nur hat mein Sohn ein schlechtes Gewissen und bezahlt mir eine Haushälterin. Na, nimm dich in Acht. Warum? Du, ich konnte nie verstehen, was du gegen Haushälterinnen hast. Ich kann mich nicht beschweren. Meine ist in Ordnung. Bloß, dass sie zu gut Schach spielt. Kommst du mal bitte? Wir müssen noch die Kaffeemaschine mitnehmen. Eigentlich wollte sie ja gar nicht mehr herkommen. Nee? Aber dieses Ding ist einfach zu schwer für mich. Du musst wissen, Lenchen macht einen wunderbaren Cappuccino. Lenchen? Ja, aber mit dieser, wie heißt sie? Pavoni. Mit dieser Pavoni-Maschine soll er sogar noch besser werden, was ich mir ja eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das wirst du schon sehen, Walter. Hallo, Lene. Mein Gott, stinkt das hier schon wieder! Nee. Ach, guck an, deine Stauballergie, ne? Oh, was für ein Glück, dass kein Schachbrett auf dem Tisch stinkt. Mein Gott, stinkt es da draußen. Ich mach das Fenster wieder. Na, hier drin riecht es ja auch nicht anders. Kann ich Fenster wieder aufmachen. Gesundheit und ein langes Leben. Linchen, ein Cappuccino, bitte. Aber gern. Wie lange willst du hier noch so weitermachen, Mann? Womit? Mich zu kujonieren? Warte mal, lass mich mal überlegen. 37 Jahre. Ich denke hier an 25. Ach, du verdammte Kerl, du! Scheiß deinen besten Freund 25 Jahre lang. Eigentlich müsste ich das ja als Kompliment auffassen. Du spielst so mies Schach, dass du auf ehrliche Art und Weise gegen mich nicht gewonnen hättest. Ich muss das so sehen, sonst drehe ich noch durch. Das tut mir leid. Ach, halt die Klappe, Katz! Ich sag dir, bescheißt du mich noch einmal, dann bringe ich dich um. Mein Gott, die Frau sah aus wie ihre eigene Großmutter. Heute ist Dienstag. Reimer, Dienstag, nicht Mittwoch. Wann begreifst du das endlich?
Vielen Dank weiter, dass Sie auf mich gehört haben und meinen Vater besuchen. Ich bin bloß meinetwegen hier, verdammt doch mal zu. Freiwillig? Dann sind Sie ein Märtyrer. Genauso wie ich. Ich werde versuchen, dass man uns heilig spricht. So, und jetzt zu dir. Erstens, dass ich mich bei Fräulein Holtfeder nicht beherrschen konnte, tut mir leid. Aber rausgeschmissen hast du sie. Sie kommt auch nicht wieder zurück. Zweitens, ich kann keine neue Haushälterin mehr finden. Und weißt du was? Ich will auch gar keine mehr finden. Du bist ja wie so ein Aztekengott. Jede Woche will er eine neue Jungfrau haben. Ich kann nicht mehr. Leid's mir tut, du musst jetzt zusehen, dass du alleine fertig wirst. Halleluja! Ich warne dich. Deine Wohnung wird noch zum Seuchengebiet. Was ist das hier? Märtyrertreff? Bitte hören Sie mich an, Lene. Für Sie immer noch Fräulein Holtfreter. Fräulein Holtfreter, ich weiß, da ist bei mir manches aus dem Ruder gelaufen und darum möchte ich Ihnen sagen, dass es mir von Herzen leid tut. Das muss in der Familie liegen. Jeder glaubt, dass er sich alles erlauben kann. Und dann braucht er bloß Entschuldigung zu sagen und alles ist wieder in der Reihe. Ich freue mich, dass Sie auch weiter für meinen Vater arbeiten wollen. Sie arbeitet nicht für mich. Nicht? Ja, was macht sie denn hier? Sie arbeitet für mich. Ach, wirklich? War die schon im Kino? Aber sicher doch. Sogar schon zweimal. Richard Burton hat einen Agenten gespielt. Eben nicht. Er hat gelogen. Ach, was weiß ich? Ich kapiere diesen dösigen Film nicht. Und ich bin ja auch nicht hergekommen, um über diesen dösigen Film zu schnacken, sondern um miesen Schach zu spielen. So, nun komm, nun hol doch schon mal das Schachbrett aus dem Schrank. Wo ist der Schrank? Das habe ich in Dutt gehauen. Das sieht dir ähnlich, du. Nur erzähl mir bloß noch, du hast das Schachbrett auch weggeschmissen. Natürlich nicht. Na dann hol das endlich. Nun mach schon. Was nun? Setz dich hin. Ich hab gesagt, du sollst dich zum Schachspiel hinsetzen. Steh auf. Hol das Foto. Was für ein Foto? Du weißt doch schon, was für ein Foto. Von unserer letzten Partie, ehe du genießt hast. Ja, ich habe die Bilder nicht mehr. Die sind schon alle im Müll. Nein, du verdirbst einem auch wirklich alles. Augenblick mal. Hast du eben gesagt von unserer letzten Partie? Ja. Verdrehte Kerl, du! So, und jetzt machen wir gerade da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, ehe du genießt hast. Und diesmal, Klaas, gewinne ich. Ja. Matt in 2 Zügen. Ja, nun mach schon. Stell alles auf. Oh, guck doch mal an, wie schnell das geht. Hast wohl heimlich geübt, ja? Sag mal, Walter, Was? arbeitet Lene den ganzen Tag bei dir? Lenchen arbeitet halbtags bei mir. Und die andere Hälfte? Ich meine, Könntest du sie mir nicht mal ausleihen? Du meinst in 25 Jahren, ne? Ich denke an 15. Oh, nee, du verdammter Kerl, du! Eigentlich solltest du ja bis an dein Leben... soll das heißen, du folgst sie mir? Wirklich? Walter! Sag doch was, denn Walter! Komm her! Das ist ja fies, ist das ja. Und ich habe auch noch nicht Ja gesagt. Ja? Und außerdem bin ich nicht der Einzige, der damit einverstanden sein muss. Und natürlich, ich bin dafür. Ach so. Ach, du verdrehter Querkopf. Es gibt keinen Grund, dich zu mögen, aber was soll man dagegen tun? Soll das heißen, ja? Bloß wenn er hier nicht aufkreuzt, wenn ich da bin. Und du mich bezahlst. Und zwar jetzt 2 Mark mehr die Stunde. 2 Mark mehr? Einverstanden. Handschlag gilt.
Und was machen wir nun mit der Pavoni? Walter? Was? Ach, lass sie erst mal hier. Wir nehmen sie mit, wenn er das nächste Mal wieder durchdreht. Können wir jetzt endlich Schach spielen? Also, Reimer, du hast das gehört. Ich will dich hier bloß noch mittwochs sehen, also morgen. Wie wär's am Sonntag mit Kaffee und Kuchen bei uns? Du weißt, in meinem Alter soll man nichts übers Knie brechen. Hm? Wir reden da morgen über. Tschüss, Vater. Ja, ja. Tschüss auch. Du gib das zu, ne? Ihr habt das alles vorher abgesprochen. Können wir jetzt endlich Schach spielen? Ja, da warte ich schon die ganze Zeit. Na, dann mach doch schon! Das war alles ein abgekatertes Spiel. Wer hatte schwarz? Du hattest schwarz. Du hattest doch immer schwarz. Hat sie bei dir geschlafen? Was geht dich das an? Hat sie oder hat sie nicht? Warum? Hat sie bei dir geschlafen? Ich hab das doch gewusst, Was? dass sie nicht bei dir geschlafen hat. Wer hat gesagt, dass sie nicht bei mir geschlafen hat? Du. Ich hab bloß gefragt, hat sie bei dir geschlafen? Mit meiner Frage habe ich nicht auf deine Frage geantwortet. Doch, das hast du. Du hast das dir so deutlich gesagt. Du hast nämlich gesagt, hat sie denn bei dir geschlafen? Den habe ich überhaupt nicht gesagt. Und was für einen Unterschied macht das schon? Wir beide taugen doch bloß noch für miesen Schach. Du vielleicht. Du spielst sogar noch mieser Schach. Obwohl du andere bescheißen tust. Ja, dann lass uns doch nur endlich anfangen. Wer ist an der Reihe? Ich bin an der Reihe. Bist du sicher? Ja. Wie kannst du so sicher sein? Wann hast du denn das vergessen? Ich war eingeschlafen, als du an der Reihe warst. Als ich aufgewacht bin, warst du schon weg. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst, kann ich mich auch wieder darauf besinnen. Siehst du. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank. Bitte. Können wir nun endlich anfangen? Natürlich. Wer ist an der Reihe?